Heute geht es um dieses leckere Gulasch und wie man das alles so lecker hinbekommt, was man alles dazu braucht und wie es funktioniert. Das jetzt gleich in diesem Video. Ich kann eins sagen, es ist sehr lecker, schmeckt bombastisch und einfach nachzumachen. Und wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Jetzt in diesem Video leckeres Rindergulasch, gemischtes Gulasch mit viel Gemüse und Nudeln. Hi, herzlich willkommen wieder hier bei der Helmut Janka Filmschmiede. Heute gibt es ein leckeres, mega geiles Rindergulasch, also gemischtes Gulasch aus dem Dutchofen. Und was wir jetzt dazu brauchen, das zeige ich euch hier unten dann. Also auf alle Fälle sau lecker, schmeckt sau geil. Also zuerst mal Prost, ein Gustelbier und dann geht's los. Ja, für unser Rindergulasch brauchen wir mal 500 Gramm gemischtes Gulasch. Dann habe ich hier Petersilie und etwas Magikraut, Liebstückel. Dann habe ich Oregano. Dann ein Teelöffel Oregano. Ein Teelöffel von meinem Wildwestgewürz. Dann haben wir einen Teelöffel stopp, muss ich mal schauen. Ein Teelöffel geräuchertes, edelsüßes Paprika. Ein Teelöffel geräucherter scharfer Paprika. Schmeckt sehr geil, diese Sorten. Dann habe ich hier 5 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen geschnitten, 3 rote Paprika und 500 Gramm Suppengemüse klein geschnitten. Dann brauchen wir ein dunkles Bier, 0,5 Liter, eure Wahl, ist egal. Und gestückelte Tomaten aus der Dose, 425 Gramm. Und 400 Milliliter Gemüsebrühe. Dann habe ich hier Champignon und Pfifferlinge, abgetropft aus der Dose. Ich habe jetzt keine frischen gehabt. Ja, das Ganze hauen wir dann auf den Dutchofen und lassen wir so bei, sag jetzt mal, 2,5–3 Stunden lassen wir das Ganze schmoren und dann gibt es Nudeln dazu. Also ich bereite jetzt den ganzen Dutchofen, das mache ich in Kombination mit dem Atago von Petromax. Da haben wir super geile Hitze und ich würde sagen, viel Spaß dann beim Zuschauen, euer Helmut. Ja, hier habe ich meinen Atago von Petromax, ein wundervolles Gerät und der passt genau dieser Dutchofen rein. Und so wollen wir es haben. Ich gebe jetzt da mal ungefähr 10 Kohlen rein. Eigentlich könnten wir alle reinhauen. Wir brauchen jetzt genügend Unterhitze, weil wir das Gulasch kräftig anbraten müssen. Da würde ich sagen, wir hauen jetzt alle rein und gut ist. Passt wunderbar, perfekt hier rein. Der FD6 von Petromax auf den Atago von Petromax. Jetzt brauchen wir ein bisschen Öl rein.
Ja, ich finde, es ist eine sehr gute Kombination. Nicht ganz billig, der Targo von Petromax, aber hier passt der lockere, der FT6 vorn, der Dutchhofen FT6 und der FT9 passen wunderbar hier rein. Und durch die sekundäre Verbrennung entweicht ja keine Hitze nicht, rußt nicht, so wie ähnlich wie der Solostov. Jetzt können wir jetzt portionsweise anbraten. Der geht ab wie Schlitzkatze, einwandfrei. So, jetzt können wir das Ganze lassen. Das duftet jetzt schon brutal lecker. Also echt der Hammer. Also jetzt haben wir eine wunderschöne Röstung drin. Und die brauchen wir auch. Den ersten Teil tun wir schon mal raus. Das sind richtig schöne große Brocken. So 2 x 2 cm. Echt geil. So. Ich würde sagen, Prost, ein gutes Augustinerbier. Da müssen wir gleich wieder Nachschub holen. So, das Gulasch ist jetzt richtig schön angeröstet. Das nehmen wir jetzt raus. Ja, der Duft ist fantastisch. Das hat jetzt eine richtig schöne Bräune und das nehmen wir jetzt raus. Und jetzt kommen schon die 5 Zwiebeln und der Knoblauch hinein. Das kann man auch schön anrüsten. Habe ich ganz vergessen. Jetzt kommt der Speck hinein. 200 Gramm. Den habe ich leider vergessen zu erwähnen. Das haben wir richtig geil anrüsten. Speck, Zwiebel, Knoblauch. Dann geben wir die Pilze hinzu. Mega lecker aus. Also, einfach geil. Ja, so funktioniert das ganz einfach. Und
kommen die gestückelten Tomaten hinzu. Ohne Deckel, versteht sich. Da haben wir noch ein bisschen was drin, die spülen wir dann mit Bier aus. Dann Suppengemüse. Der Paprika. Dann das angebratene Gulasch. Und die Gewürze. Einen halben Liter Bier. Ich habe die Sorte König Ludwig genommen, jede Sorte, nur nicht zu hopfig, schmeckt bitter. Und 400 Milliliter Rinderbrühe. So. Dann Petersilie und Magikraut, sprich Liebstöckel. Ein bisschen drüber. Ja, nichts verschenken. Und jetzt rühren wir das Ganze nochmal kräftig auf. Oh, wenn das nicht geil ausschaut. Der Duft unglaublich und ich kann nur sagen, macht es nach. Es schmeckt einfach geil. Ich würde jetzt sagen, das Ganze lassen wir dann ja, mit Unterhitze 2,5 Stunden schmoren. Gott sei Na gut. Na gut, ich darf sagen, ich würde sagen, wir schauen einmal nach. 2 Stunden sind jetzt rum. Und dann schauen wir das Geheimnis lüften. Wow, schau hier. Ja, wir probieren. Mal einen Geschmackstest machen. Also wenn das kein Gulasch ist, dann weiß ich es auch nicht. Stimmt die noch? Ah ja. Unglaublich. Schmeckt sehr lecker. Am liebsten würde ich mir jetzt da in den Topf reinlegen. Und hart. Saugeil. Ich würde sagen, ungefähr eine halbe Stunde, dann ist das fertig. Und dann gibt es Nudeln dazu. Also bis später. Deckel wieder drauf.